Leif Ehrepräsidenten, leif Deputéiert, leif alle gut Mandatsträger, die Damen und die Herren, leif Freunde alle guten. Ich begrüße euch ganz herzlich als Präsident von der Partei, alle gut hier auf unseren Nationalkongress. Leif Freunde, und ich kann sagen, das ist ein richtig Fried für euch hier alle gut zu sehen, hier an diesem schönen, flotten Saal zu so viel. Wir sind heute bald 200 Member von der ADR hier im Nationalkongress. Und dafür will ich alle Guten eine ganz, ganz große Bravo sagen. Bravo, merci. Ich will dann noch zunächst natürlich dem Madabster ganz große Merci sagen, an noch denen Leute vom Bezirk Zentrum, die das hier ermöglicht tun. Erstande lo klappt hier mal alles, dafür alle Respekt schaffen, das geht auch so weiter. Und sind dann überzeugt, dass wir hier flotte Moyen und dann noch nach Mittagessen hier flotten Mittelwerten zusammen können verbringen. Ich bin noch besonders froh, wenn ich heute den Saal gucke, für verschiedene Leute zu sehen. Verschiedene gehören zur Gründergeneration. Sie waren schon für 36 Jahre, du hast da der gegründet, 1987, da waren ein paar, die Albaner sind noch gar nicht geboren. Da waren die schon da. All Respekt für sie, all Respekt für die grandiose Arbeit, die ihr gemacht habt. An all den Zeiten, an den mannerguten Zeiten, an den besseren Zeiten, die hat Stein riecht gehabt. Persönlich Interessen hat er von der Partei gestaltet. Mit viel Engagement, mit Motivation. Eine neue Partei, die uns gegründet, das ist eng Sache. Aber dann noch nach eine neue Partei während 36 Jahren heiß zu halten, das ist noch ein ganz anderer. Und die hat das gemacht und dürfen sie dir Vorbilder für uns alle gut. Große Merci dafür. Dann sehen wir hier auch ganz viele neue Junggesichter. Lang genug sind wir als ADR aus verschiedenen Ecken als Partei von den Ahlen vernannt gehen. Ich lade die hier an, die sollen hineinkommen. Macht der groß ab, wie viele Leute an den letzten Jahrzehnten den von der ADR herbeigewünscht und herbeigeriert, unter anderem den Herr Juncker. Wir sind auch immer da, liebig, gesund, munter, an Topform. Der seid den Haut stark wie unter ganz, ganz langem nicht mehr. Liebe Freunde, ich will dann noch alle guten große Merci sagen, die Leute aus dem Komitee, die sich engagieren, all die viel Freiwillig, die Tag für Tag, Stunden nach Stunden sich ersetzen, für die ADR noch viel zu bringen. Und denkt dran, all Einzelne von euch ist wichtig. Jeder kann eine Rolle an der ADR spielen, und wir brauchen euch alle gut. Mit denen können wir viel erreichen. Die ADR ist, und ich sage Ihnen hier, eine Volkspartei. Eine Volkspartei, weil wir ganz Volk repräsentieren. Den Arbeiter, den Prof, den Doktor, den Infirmier, den Arbeitslosen, den Bauer, den Winzer, den verkohlten Polizist, den Maschinist, die pensioniert, an die Jungen, Frauen, Männer, Privatbeamte, Selbstständige, Staatsbeamten. Alle Berufsgruppen und alle Gesellschaftsgruppen sind bei uns vertreten. Die Freunde, das ist ein Zeichen, dass wir richtig leihen und dass wir die richtigen Themen ausschwätzen, die die Gesellschaft hier im Land bewegen. Und das ist ein Zeichen, dass wir gut Arbeit machen und dass wir es fertig bringen, trotz Gegenwand. Weil ja, die kennen wir nicht so gut, als Message und Leute rauszubringen und die Bürger hier im Land für die ADR begeistern zu können. Und das Zeichen, dass der ADR viele Leute hier im Land eine Stimme gibt, die sie bei den anderen Parteien nicht mehr kriegen. Zwei große Rendezvous stehen das Jahr an, und wir sind bereit. Wir sind bereit und wir freuen uns auf die zwei Wahlen. Wir haben viel vor, und ich kann den anderen Parteien versprechen, dass sie sich warm sollen tun an diesem Superwahljahr 2023. Wir werden geschlossen, zusammen und voller Energie an Kampagnen für die Gemengewahlen und an Kampagnen für die Chamberwahlen starten. Dieser Kongress soll dann noch am Zeichen stehen. Einerseits laufen die Gemengewahlen, und ich will heute besonders als viele Kandidaten für die Gemengewahlen begrüßen und ihnen Merci sagen. Und dann noch wenn wir den Spitzenkandidat von der ADR für die Chamberwahlen werden auf diesem Kongress vorstellen. Lasst mich heute kurz angehen auf die Gemengewahlen. Ich will ein paar Punkte vielleicht annehmen, denn Alex Penning als Generalsekretär wird noch ein bisschen mehr genau darauf angehen. Die seht hier schon ein Party von unseren Plakaten, die wir werden
an der Kampagne benutzen, die da wird gesehen, überall an Straßen, im Facebook, auf der Tele und so weiter. Das sind ein Teil von unseren Hauptsujets, die wir am Wahlprogramm werden präsentieren und immer probieren, hier noch viel zu bringen. Ganz wichtig ist uns, das, wo wir wirklich dafür stehen, dass wir wollen die Bürger hier am Land mitschwätzen lassen. Wir vertrauen die Bürger und dafür werden wir hier an die Gemengewahlen darauf pochen, dass endlich Leute an die Gemengen auch seriös geholt gehen und auch können mitschwätzen. Und das geht an unseren an über den Weg vom Referendum auch an der Gemeng. Das wird auch dazu zählt, das sind die Informationen, die Leute kriegen. Weil oft genug ist es so, und das kennen wir als unsere Gemengen, dass Schafferei und Burgemeesteren, sie machen gerne Sachen am stillen Kämmerlein. Sie nicht gerne, wenn so viele Leute etwas wissen, weil wenn so viele Leute Bescheid wissen, was gemacht soll gehen, da sind sie oft dann haben sie Angst, dass die Leute sich dagegen wehren, dass sie eine Bürgerinitiativen stehen. Und das ist das, was sie verhindern wollen. Und dafür geht es relativ oft vor, dass sie probieren, Informationen über Sachen, die ausstehen, klein zu halten. Das ist an unseren inakzeptabel. Wir stehen also eher an diese Gemenge, weil im Fall für Transparenz, für die Bürger zu informieren, anzubeziehen auf die Direktdemokratie durch das Referendum. Ein zweiter Punkt, wir kommen nach Robert zurück, den ist ganz wichtig ist, und das ist die Entwicklung, die wir als ganz viel Sorgen hier im Land mit, das ist die Entwicklung von der Unsicherheit. Unsicherheit, die wir alltag miterleben, die viele von uns auch schon kennen, die kennt alle gute Leute, die an den letzten Wochen irgendwo die angebracht kruten oder sonst irgendwie schlecht Erfahrungen gemacht haben mit der Kriminalität hier im Land. Das ist etwas, das für uns inakzeptabel. Und wir werden von unseren Hauptaugenmerkmalen darauf legen, für hier im Land, auch am Niveau von den Gemengen, das unzuschwätzen, was oft genug von den anderen tabuisiert wird, und auch systematisch zu bekämpfen, weil Sicherheit hier im Land, das muss man garantieren, und das ist ein Recht von den Bürgern hier am Land. Familie, das ist keine andere Partei hier im Land. Und egal was die anderen sagen, das ist keine andere Partei hier im Land, die so für die Familie steht, die so für die Kinder steht, wie der. Wir sind dort absolut Nummer 1. Und das, was wir um Landesniveau 100 Mal und Gemengen bringen, und wir werden überall da, wo wir untreten, aber wir auch nur an die Responsabilität geben kommen, da werden wir uns ersetzen, dass wir familienfreundliche Gemengen kriegen, wo als Kinder, weil hier ist in Zukunft, wo wir die an den Mittelpunkt stellen, wo wir anständige Betreuungsstrukturen und anständige Konditionen schaffen für die Familien und für die Kinder. Nächster Punkt, den ist auch wichtig ist, wo man auch wirklich die Partei sind, die dort dann am besten kann, dass das, was die Integration geht, dass ist die Partei, die hier im Land auch dafür steht, für den Lützeburger Spruch zu fördern, für sie hoch zu halten. Und das ist für uns der Weg von der Integration. Integration geht hier im Land vielleicht nicht zu 100% just, wie Spruch, Lützeburger Spruch, ist der Hauptfaktor von der Integration. Du hast auch viele Gemengen in der letzten Zeit, als das vernachlässigt ging, das Resultat der Gesimmerhaut. Und das ist etwas, was wir nicht durchgehen lassen, weil wenn wir heute nicht drüber passen, für auf Integration an einen Spruch zu pochen, da werde dann ein paar Jahre komplett schief gehen und da werde es zu spät sein. Das ist lo oder nie. Dann haben wir die Wohnungsproblematik. Eine Wohnungsproblematik, von Thomas schon richtig gesagt hat, von Grünleih. Wir müssen aber auch gucken, wir können das nicht direkt alles ändern. Wir müssen gucken, für kurzfristig etwas zu machen für die Leute, die das Problem haben. Und das sind noch nicht wenig. Und das ist am Niveau von der Gemenge, was den du machen kann. Aber was ist so wichtig ist, dass das vielleicht unterschied von den anderen Parteien. Südfried sagt, wir wollen bauen, wir wollen 100.000 Wohnungen bauen, 10.000 Wohnungen bauen. Sie wissen alle gut, dass das gar nicht so möglich ist. Der Hauptpunkt ist den, und das so eine Schei ganz klar, wir wollen, dass Gemengen Wohnungen errichten, bauen, kaufen, ja, und sie dann denen Leute als ihrer Gemeng nur einen gewissen Schlüssel auch dann zur Verfügung stellen oder für einen abordablen Lohn verlehnen, für das die Leute, die aus der Gemeng kommen, und ich denke, besonders die Jungen, nicht mehr, aber besonders die Jungen, dass die können an ihrer Gemeng auch wohnen bleiben. Und der Schlüssel von dem Ganzen muss sein, dass die Priorität absolut bei so einer Sache Leid für den Leute, die aus der Gemeng kommen, die verwurzelt sind an der Gemeng, für das die auch da können wohnen bleiben, die Leute müssen Priorität tun bei der Sache, und da klappt das doch.
Und dann noch kurz der letzte Punkt, an der das den wir hier an den Gemengen überall erleben, an hier am Land, an der das die ganze Problematik mit dem Wurstum, an der das wir Hunde hier am Land, also gut das Stadtdeck, wurde endlich benutzt, auch die Hunde endlich getraut. Wir haben hier am Land etwa, die nennt eine Bevölkerungsexplosion. Wir merken nicht überall, ich komme eigentlich darauf zurück, an den Punkt als den, dass an der Gemenge merken wir ja auch. An Gemenge sind halt ganz viele Gemenge, sie komplett überfordert mit dem Wurstum. Sie gehen vom Staat gedrückt, für immer mehr zu bauen, immer mehr groß, sie gehen die Infrastrukturen kommen aber nicht nur. Und dass du auch wo ihr muss umdenken, dass ihr mehr gezielt baut und dass ihr auch vielleicht heinst du mal als Gemenge seht, sind da wenig die machen, mit die meint auch gut, dass ihr vielleicht heinst du seht, ja, heinst du als Manner mehr. Weil Leute von der Leitfotobausen, die sind auch nicht immer begeistert von dem Wurstum, den wir haben an den Gemengen. Und geht auf Kosten von der Lebensqualität. Und das die letzten Jahre ganz viele Gemengen aus dem Equiliber geraten. Aber was wir gerne hätten, dass man als Gemenge pochen auf Lebensqualität und nicht alles zu betonieren. Das kann nicht Ziel sein und das ist auch nicht das, was da wollen. Zum Schluss will ich noch vielleicht auf eine Gemenge angehen und auf die Stadt Lützeburg. Ich so nicht, wie die Wahlen ausgehen, den 11. Juni an der Stadt Lützeburg. Erstens, die DP ist die stärkste Partei, und möchte eine Koalition mit der CSV. Ich wette mal, die Schweder Welt, das können sie. Zweitens, bei der Pulver gibt Burgermeister, dann hast du dann bei 50 Jahren Burgermeister gewirrscht. Ich weiß nicht, ob das für zu lachen oder zu kreischen ist. Ich habe noch wenig in Highlight Kugelei geguckt, ich gucke den dann, die könnt ihr sonst, könnt ihr immer an der Rediffusion, die kennt ihr nach. Und da steht mir dann Pulver von 1987 auf der Sterreplatz, 1987. Und du seht, du gleich fängt man hier mit bauen. Ne? Voilà. Das ist immer 2023, ne? Und auf der Platz wird noch immer nicht gebaut. Ne? Das ist die Politik, die an der Stadt gemerkt von den letzten 50 Jahren. Und das ist das System mit dem Pulver. Wird viel geschwärzt, wird wenig gemerkt. Ein bisschen wie dem uns der Juncker, den hat doch so Stil. Das gut kommt, Leute müssen nicht von der Ruschmieren, mehr an der Realität geschieht nichts. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mit dem Pulver an die Wahl gegangen ist. Ich meine, das muss 12 oder 18 Jahre hier sind. Ich weiß nicht so genau, wie oft das war bei hier. Wo es an die Wahl gegangen ist, in der Stadt gesagt wird, wir brauchen 500 Polizisten für die Sicherheit zu garantieren. Wenn ich gewählt bin, dann werde ich das als Bürgermeister machen und dann wird die Stadt mir sicher gehen. Aber der Pulver, die Stadt war noch nie so unsicher wie heute im Jahr 2023, nachdem sie bald 50 Jahre Bürgermeister wird. So unsicher wird die Stadt noch nie. Trotz der Madame Pulver oder wenn's der Madame Pulver, es ist egal, sie hat versucht. Also sowieso egal, weil sie so nicht lange Bürgermeister, der Patrick Goldschmidt wird da nur regeln, der das auch schon alles angekündigt, er wird nur kurzer Zeit der Bürgermeister gehen. Drittens noch kurz, wenn das meint, also die brauche ich keine Sorgen zu machen, die Leute, die so, oh, wir mussten die wählen, für das nicht die Gring an den Schäferrot kommen, die Gring kommen an den Schäferrot. Leute fangen noch immer die Valen, und sie wissen halt, was eine Charlatanerie von den Gringen angeboten wird. Mach ich keine Gedanken, die Gring werden an der Stadt absolut nichts zu radetten haben, keine Angst auf der Platz. Hallo so ich nach, was der DR an dem Gemeinderat wichtig zu so wird tun, für Wahlen doch wichtig ist, dass der DR an dem Gemeinderat vertraut muss sein, am besten mit man zwei Leute. Und zwar erstens für die stark Zeichen zu setzen, für Sujets wie Kriminalität, den Auto an der Stadt, für einen Spruch an andere, Sujets, die anderen Oppositionsparteien nicht interessieren. Für eine andere Stimme voranzubringen. Wir sind die Einzigen. Erwartet ihr nicht von LSAP, Gring, Link oder Piraten von Jura kommen, das ist alles das selbst an der Stadt. Die sollen alle gut das nämlich. Die kommen nicht mit neuen Sachen. Wir sind die andere Sachen rabbringen und dafür ist das sehr wichtig am Gemeinderat. Und zweitens, für die Koalition, die ihr da könnt, für die zu kontrollieren. Und ihnen nie auf die Fangeren zu gucken, und sie daran zu erinnern, was sie versprochen und für was sie da sind. Dafür ist es ganz wichtig, den Wert von einer ADR nicht zu unterschätzen. Und dazu nicht nur nicht für euch, weil ihr wisst ganz genau, was der ADR wert ist. Wir so nicht hauptsächlich für die Leute da draußen, die freuen sich vielleicht, wie sollen wir wählen. Ich will ihnen sagen, dass ein Gemeinderat mehr erfrischend ist, etwas Ähnliches als besser ist, mehr wertvoll ist, wenn ihr von der ADR dran sitzt, wie wenn kein dran sitzt. Voilà, das gesagt,
will ich noch zum Schluss all den Leuten, die wirklich die letzte Monate a Wochen, an noch da am Moment nach, ja, an die nächste Wochen am Monat, an ihren Sektionen die Wahlkampagne machen, die Wahlkampagne organisieren, aus den verschiedenen Sektionen, wie gesagt, wie gesehen ist alles, Pierre, de Patrick, de Josie, de Paul, den Alex, de Jean-Marie, de Jeff, de Michel, de Steve von Ölven, wo mein gelöscht werden, hun ganz große Bravo. Pierre hat man schon, de Max, alle die verschiedenen Kandidaten. Will ich ganz große Merci auf dieser Seite und ich wünsche nicht alle guten ganz große Succès. Von der Partei aus werden die volle Unterstützung kriegen bis zum 11. Juni. Und das ist nicht überzeugt, dass wir da große Succès Werte kriegen. Für den Rest wünsche ich euch einen ganz erfolgreichen Kongress und ich sage Merci für die Nachricht.